Let's talk about Sex. Das haben wir uns nach über 50 Jahren sexueller Aufklärung gedacht. Schön, dass Sie heute dabei sind. Sexualität und Religion gelten gemeinhin als ein konfliktuöses Paar. Wo liegen denn die Probleme? Weshalb wird in einigen Religionen weibliche Jungfräulichkeit zu hoch gehalten? Und wie hat Sexualaufklärung auszusehen? Um diese Fragen zu klären, sind heute bei mir Ali Gandur, muslimischer Theologe, Jacqueline Straub, katholische Theologin, und Dania Schiftan, Sexualtherapeutin. Sehr schön, dass Sie alle hier sind. Herzlich willkommen. Danke. Ja, Herr Gandur, Liebe, Sex und Allah, so der Titel Ihres Buches. Was hat denn eigentlich Gott mit Sex zu tun? Gott hat sehr viel mit Sex zu tun. Gott hat auch den Sex erschaffen. Und Sex ist auch ein Weg, um Gott zu erkennen, auch die Gaben Gottes auf dieser Welt zu erkennen. Also Was meinen Sie mit Sex als Gabe Gott zu erkennen? Sex, da Sex von Gott erschaffen wurde und auch etwas, was Schönes für die Menschen erschaffen wurde, wo die Menschen etwas Schönes erleben können, hat es schon mit dem Begriff Gabe zu tun. Es ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Und Geschenke Gottes oder weisen auf denjenigen, der diese Geschenke gab. Also die führen auch zu Gott zurück. Ja. Ich komme gern darauf zurück. Ja. Gehen wir mal zum Christentum. Sexualität und Bibel, ist das ein gutes Paar? Gibt es da auch diese Geschenkmetapher? Man hat ja schon in der Schöpfungserzählung, wo Mann und Frau erschaffen werden und die auch Nachkommen zeugen sollen, zeigt es ja auch ganz deutlich, dass die Sexualität zum Menschen dazugehört. Und es wird auch eigentlich nicht als was Schlechtes bezeichnet. Auch Jesus spricht gar nicht über die Sexualität. Also für ihn hat es wohl kein Faktor gespielt, das irgendwie mahnend zu benennen, sondern eigentlich wird auch gerade im Alten Testament die Sexualität als etwas Schönes bezeichnet, eben auch als ein Geschenk Gottes mit Leidenschaft, mit Erotik, wo man auch eine andere Ebene vom Menschsein noch mal kennenlernen kann und somit auch vom Gottsein. Aber natürlich gab es in der Geschichte, in der geschichtlichen Entwicklung auch eine Tendenz, Sexualität als Sünde anzusehen. Also Apostel Paulus beispielsweise empfiehlt ja schon auch ein enthaltsames Leben, zumindest wenn man sich, solange man das machen kann. Und wenn man aber zu starke Triebe hat, dann sei eine Hochzeit quasi gegeben, eine Ehe. Möchten Sie dazu etwas sagen? Ja, also eben Apostel Paulus war selber zölibatär, also ehelos. Und er hat eben gesagt, die es eben nicht können, die sollen dann ihre Sexualität in der Ehe ausleben. Dann ist auch die Sexualität geschützt, in einem geschützten Rahmen in der Ehe. Aber natürlich wurde Sexualität auch immer als was Schwieriges angesehen, das eben zu kontrollieren ist. Und das hat dann eben die Kirche oder auch die Religion haben diesen Job übernommen, um auch Normen festzulegen, wie Sexualität auszuleben ist. Über das werden wir heute sprechen. Frau Schiftan, Sie sind jetzt hier als Sexualtherapeutin. Sie haben bei sich in der Praxis auch viele religiöse Menschen, Christen, aber Sie haben auch erzählt, ultraorthodoxe Jüdinnen und Juden etwa. Was spielt denn die Religion für eine Rolle bei Ihnen in der Praxis? Also das Interessante finde ich, Sie sprechen jetzt automatisch von religiösen Menschen. Die Religion begleitet ganz viele Therapien, also auch ganz viele Menschen, die überhaupt vermeintlich nichts mit Religion am Hut haben. Sobald es um Selbstbefriedigung geht, um Ehe geht, um Sexualität in anderen Formen, kommen ganze urarchaische Themen, wo sie irgendwo aufgeschnappt haben zur Religion, eben doch hervor. Und dann wird es eben auch bei sehr säkulären Menschen automatisch ein Thema. Und das finde ich total spannend, weil es ist genauso ein bisschen die Diskrepanz, die wir schon gehört haben, von die einen nehmen das total als Geschenk wahr und möchten dem huldigen und kommen in die Praxis, um quasi dem Geschenk mehr Raum oder mehr Luft zu geben. Und die anderen kommen in die Praxis, weil sie sich total behindert fühlen oder gehindert fühlen durch irgendwelche Regeln und Normen, die sie gehört haben oder erlebt haben. Und dann zum Beispiel während der Selbstbefriedigung das Bild haben, Jesus steht neben dem Bett und guckt zu mit dem mahnenden Finger,
was dann sehr einen negativen Einfluss hat. Also darum, ich finde es total spannend, da in ganz viele Formen, Religionen, Arten hineinzugucken und zu verstehen, was es dann für eine Rolle spielt. Aber verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, es gibt gar nicht per se diesen großen Unterschied zwischen sogenannten säkularen Menschen und dann Gläubigen, weil die anderen teilweise selbst aus dem ganzen kulturellen Hintergrund auch schambehaftete Vorstellungen von Sexualität haben? Also ja und nein. Es gibt die sehr religiösen Menschen, die kommen und die haben dann auch ganz klar den Wunsch, auch in der Arbeit mit mir in ihrer Form der Religionauslegung sich in der Sexualität bewegen zu können. Also sprich, ultraorthodoxe Menschen, die erklären mir dann, also ultraorthodox-jüdische Menschen erklären mir ganz genau, welche Normen und Regeln bei ihnen erlaubt sind. Und dann erarbeiten wir, was in diesem Rahmen möglich ist noch an Entwicklung. Aber eben erstaunlicherweise auch bei Leuten, wo man denkt, die Religion spielt überhaupt keine Rolle, kommt sie aus dem Kulturellen irgendwo hervor, wo ich finde, braucht es auch von mir her eine große Achtsamkeit, das auch ernst zu nehmen, wertzuschätzen und irgendwie anzugucken, dass man nicht sagen kann, ja, sie glauben doch eigentlich gar nicht dran, also ist doch egal, weil es prägt uns so stark, dass es um etwas Metaphysisches geht, prägt es uns sehr stark, dass das zum Beispiel im Ängste sehr triggern kann und die Leute wirklich belastet sind, je nachdem, ob sie von einem Konstrukt ausgehen, wo es um Sünde und Scham geht. Herr Cantur, ich habe hier 2 Ihrer Werke mitgenommen. Das eine eben Liebe, Sex und Allah, das andere Lust und Gunst. Jetzt haben Sie selber von Sexualität als Geschenk gesprochen. Trotzdem könnte man sagen, wenn es sowas gibt wie die heutige Sexualmoral des Islam, dann gleicht sie doch viel mehr derjenigen der katholischen Kirche, die man eben heute wahrnehmen kann. Ich nehme mal Stichworte Homophobie, Verklemmtheit. Sie sagen, das war nicht immer so. Ja. Also meine These, die ich auch in den beiden Büchern vertrete, ist, dass diese sogenannte muslimische Moral eher eine ziemlich neue Entwicklung ist. Die ist vielleicht 150 Jahre alt, bis 200 Jahre alt. Aber wenn man in den früheren Quellen schaut, was Muslime geschrieben haben, wie über das Thema geschrieben wurde, wie man auch die Sexualität in den verschiedenen Gesellschaften ausgelebt hat, dann findet man, dass es ganz anders war. Zum Beispiel ist das Beispiel Homophobie ist etwas, was meiner Meinung nach unbekannt war bis zum 18., sogar bis zum 19. Jahrhundert. Man kann sogar vom Gegenteil sprechen. Also das ist eine Liebe zu homosexuellen Beziehungen gab. Wir kommen darauf noch. Ja. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Sie beginnen nämlich dieses Buch mit dem sehr interessanten Satz aus dem 16. Jahrhundert von einem islamischen Gelehrten. Ja. Gelobt sei der die Frau mit Klitoris, Vorhaut und Gesäß verschönerte. Ja. Da werden einige Zuschauer sehr erstaunt sein. Wie genau ist diese Sinnlichkeit verloren gegangen? Also ich nehme an, Sie sind selber auch erstaunt darüber. Ja, dazu kommt, dass der Autor ein sehr bekannter Korankommentator ist. Das heißt, in jeder Moschee hat man ein Exemplar von seinem Korankommentar. Aber nicht von diesen Schriften dann? Von den Schriften nicht. Von den Schriften nicht. Sie sind eher unbekannt heutzutage, würde ich mal sagen. Sehr wenige haben Wissen über dieses Erbe. Und die Frage war, wie kam es dazu, dass man das jetzt... Diese Sinnlichkeit verloren hat, ja, und dass man nicht mehr darüber weiß. Sie haben gesagt, es sei unbekannt. Genau. Es sind mehrere Faktoren. Also ich spreche von 4 Hauptfaktoren. Faktor Nummer 1 ist der Kolonialismus, also die imperiale Bewegung des 19. Jahrhunderts und im Anfang vom 20. Jahrhunderts. Da kam auch ein Import von bestimmten von einer bestimmten Sexualmoral, die ziemlich prüde war, ziemlich viktorianisch war, wenn man jetzt von den Engländern spricht oder von den Franzosen. Die wurde manchmal... Also ein klar christlicher Einfluss heißt das. Ja, die wurde entweder indirekt übernommen oder manchmal auch mit Gewalt durchgesetzt, durch Gesetze, durch Regelungen, die Kolonialherren mitgebracht haben. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist die Entstehung des Nationalstaats. Der Nationalstaat
will die Bürger erziehen und die Nationalstaaten, die in den muslimisch geprägten Ländern entstanden sind, die haben eine bestimmte Moral auch in die Medien, auch in die Schulen kanalisiert, die auch ziemlich konservativ waren. Und der dritte Grund ist die Ideologisierung der Religion, dass die Religion jetzt plötzlich eine Ideologie wurde und nicht mehr etwas, was mit dem Glauben zu tun hat. Und diese Ideologisierung sucht immer nach dem Bild des anderen. Man imaginiert immer also einen Gegner oder mehrere Gegner, um das eigene Wir zu entwickeln. Und man hat die Sexualität als ein Merkmal entdeckt, anhand dessen man auch ein eigenes Wir entwickeln kann. Also wir sind nicht diejenigen, die zu frei sind. Wir sind nicht wie die im sogenannten Westen. Das ist, was man in den 70er und 80er Jahren findet, was komischerweise eigentlich 1:1 übernommen wurde von den Kolonial. Also genau, es gab jetzt eigentlich diesen Umschwung, oder? Im 19. Jahrhundert, weil in der Sexualwissenschaft des 19. Jahrhunderts hat man auch ein Wir entwickelt, in dem man die Sexualität der anderen Völker normiert hat und kategorisiert hat. Und der vierte Grund ist die Industrialisierung und die Einwanderung in die Stadt. Und dadurch ging diese urbane Kultur auch verloren. Also diese urbane Kultur, die für Jahrhunderte solche Schriften so produziert hat, ist sie verloren gegangen. Ja. Was Sie auch erwähnen, ist, die Quellen, auf die Sie hier zurückgreifen, sind primär aus Städten. Also es sind urbane Schriftstücke, weil man aus dem Landleben quasi keine Zeugnisse hat. Also es ist ganz klar darauf bezogen. Jetzt, Frau Straub, wenn Sie diese Entwicklungen hören, sehen Sie da irgendwelche Parallelen zum Christentum? Gab es da auch mal eine stärkere Blüte in Bezug auf Sex und Sexualität? Also in der Heiligen Schrift, also im Alten Testament, gibt es das Hohelied. Und dort wird auch sehr viel über Erotik, über Sinnlichkeit und sogar vorehelicher Sex geschrieben. Was ja eigentlich verpönt ist. Sex darf ja eigentlich nur in der Ehe stattfinden. Und dort wird sogar ein Paradebeispiel gegeben, wie ein liebendes Paar sich auf dem Feld trifft, um Geschlechtsverkehr zu haben. Das heißt, wir haben sogar in den Heiligen Schriften auch dieses Zeugnis von Lust und Leidenschaft. Aber so im 2., 3. Jahrhundert durch den heiligen Augustinus kam auch so ein Touch von Sündhaftigkeit in das Thema Sexualität. Also er war eben der Meinung, dass durch den Sex, durch die Fortpflanzung eben auch die Sünde in die Welt oder weitergetragen wird. Er hat da einen kleinen Denkfehler gehabt, weil die Taufe von den Christen, die reinigt ja eigentlich. Also eigentlich wäre dann auch die Erbsünde weg durch alle Menschen, die getauft sind. Aber das hat sich dann eben durchgezogen. Und so ist auch viel an Sinnlichkeit und an Lust ist verloren gegangen. Das Zweite Vatikanische Konzil vor über 50 Jahren, das hat also in Bezug auf Sexualität und auch in Bezug auf andere Themen in der Kirche einen Paradigmenwechsel gebracht. Also dort wurde auf einmal nicht mehr nur Sexualität als Zeugungsakt angesehen, sondern auch als ein Liebesakt zwischen zwei Menschen, die auch ihrer Sinnlichkeit nachgehen, wo auch Erotik hineinfließt. Und auch Papst Franziskus hat 2015 in der Enzyklika Amoris Laetitia auch ganz deutlich gesagt, dass Sex eben nicht nur dazu da ist, um Kinder zu zeugen, sondern auch für das Ehepaar, um sich zu entwickeln, um auch diese Sinnlichkeit zu entdecken. Aber das war natürlich lange verschüttet. Ich möchte gleich beim ersten Punkt einsteigen, den Sie jetzt genannt haben. Ich meine, dieser starke Fokus auf die Sexualität, der dann eben mit dem ganzen Sündebegriff irgendwie verwickelt wird. Wo liegt eigentlich das Problem? Also inwiefern kann denn Sex der Beziehung zu Gott Ableiste tun? Also Sie haben ja eigentlich gesagt, es ist ein Geschenk Gottes und es ist sogar, wenn man einen Satz vom Propheten verwenden will, wer Sex hat, leistet Gottesdienst. Ja, inwiefern kann es denn überhaupt ein Problem sein? Eigentlich kann es gar kein Problem sein, weil eben Sex ist von Gott gegeben, das gehört zum Menschen dazu. Aber es ist eben die Kontrolle vom Sex, weil natürlich sexuelle Freizügigkeit vor allem von Frauen auch eine Gefahr war, immer schon in patriarchalen Gesellschaften. Man hat ja, also dass wir heute die Vaterschaft feststellen können, gibt es ja erst seit ein paar Jahrzehnten oder es ist ja ein neues Phänomen. Und damals war das natürlich das Schlimmste für eine patriarchale Gesellschaft, eine Frau zu haben, die schwanger wird und man weiß nicht von wem. Und das war eben, dann hat man gesagt, Sexualität darf nur in der Ehe stattfinden
und um das zu kontrollieren, das Ganze. Aber das ist eigentlich ein politisches Argument letztlich. Ich denke, es ist nicht nur das, es ist ein großer Teil, aber ich denke, in sich macht Sexualität schon immer den Menschen eigentlich Angst, weil es ist etwas Unberechenbares, es ist etwas, was viel an Emotionen, an Empfindungen auslöst, wo, glaube ich, schon immer die Bestrebung war, das irgendwie im Griff zu haben, zu kontrollieren auf irgendeine Art. Weil das ist auch in den Therapien so immer die Sorge, sowohl der Frauen wie der Männer, ja, wo ende ich denn, wenn ich dem einfach nur fröne? Und also ich denke, es ist rein auch psychologisch wahnsinnig bedrohlich, diese Sexualität. Und dass man die in allen möglichen Formen immer versuchte zu regulieren, reglementieren, mit Sünde, mit Scham, mit Unerlaubnis, mit Gefäßen zu geben. Das war so ein Versuch, die irgendwie runterzudimmen. Und was ich eben spannend finde, in den Therapien geschieht genau das Gegenteil. Also wenn die Menschen beginnen, wirklich ihre Körper kennenzulernen, wirklich zu spüren, wirklich zu erleben, ist es überhaupt nicht mehr unberechenbar. Es ist dann unberechenbar, wenn man es wegdrückt, wenn man es runterdrückt, wenn man es verneint. Dann kommt so ein Drang, der dann tatsächlich schwierig ist, mit dem zu haushalten. Ich möchte hier gleich einhängen. Es gibt von der 91-jährigen jüdischen Sexualtherapeutin Ruth Westheimer ein Zitat, da sagt sie, onanieren Sie, das ist besser, als den ganzen Tag frustriert zu sein. Hier sehen wir sie. Sie ist übrigens so groß, hier ungefähr. Das tut dem ja keinen... genau, das ist grandios, diese Frau. Ja. Aber was macht man denn, wenn eben Masturbation als sündhaft gilt? Also was machen Sie jetzt ganz konkret in solchen Situationen? Das ist total spannend, weil das ist natürlich sehr schnell ein Thema, dass dann zum Beispiel eben in vielen Religionen der Samen nicht verschwendet werden darf, weil der ja irgendwie gedacht ist, um Kinder zu zeugen. Also in dem Fall auch irgendwie gewisse sexuelle Praktiken wie Oralverkehr irgendwie nicht erlaubt sind, weil man denkt, oh Gott, wo geht dann eben der Samen hin? Und trotzdem, was ich interessant finde, in Therapien habe ich auch immer mit religiösen Lehrern Austausch, wie man das machen kann. Und interessanterweise, wenn es im Sinne der Ehe ist, dann kann man ganz viel auch mit der Selbstbefriedigung arbeiten. Weil Selbstbefriedigung ist in unseren Köpfen immer, man muss ejakulieren oder man muss zu einem Höhepunkt kommen. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Sinnlichkeit sind, was eben auch toll ist, wenn die Menschen entdecken, dass sie eben durchaus eine riesen Spielwiese haben an Selbstberührungen, an Lust, an Genuss, wo man sogar die Konzession eingehen könnte, wenn man das wollte, nicht zu ejakulieren. Und man kann trotzdem ganz viel genießen und ganz viel im Onanieren. Also das kommt ja auch. Dieser Begriff kommt ja meines Wissens nach auch aus der Bibel von Onan, der das irgendwie praktiziert hat. Also das heißt, ja, ich bin absolut dafür, ganz viel Selbstübung zu machen. Und wenn man aber Konflikte... Selbst ohne, dass es zum sogenannten Happy End kommt. Happy End oder eben Ejakulation oder Orgasmus oder was auch immer. Weil da kann man auch für die Ehe ganz viel lernen, wenn wir in diesem Konzept bleiben wollen, an Genuss, an Sinnlichkeit, an Zeit. Weil ganz häufig wird dann die Sexualität verkümmert nur auf diesen einen Höhepunkt, was ja eben alles abschneiden würde, was Sie vorher so schön gesagt haben, was da sein könnte an Potenzial. Jetzt habe ich das ja schon ein bisschen angedeutet. Es gibt gewisse Regelwerke innerhalb der Religionen, denen kann man sich als Gläubiger quasi anpassen oder eben auch nicht. Und jetzt ist es ja doch so, dass inzwischen viele Katholiken in Partnerschaften leben ohne Ehebündnis und orientieren sich diesbezüglich dann eben nicht mehr in Bezug auf zum Beispiel Verhütung nach der kirchlichen oder an der kirchlichen Lehre. Trotzdem bringt es die wenigsten Leute in einen religiösen Konflikt. Jetzt ist die Frage, geht die Kirche da quasi an den Leuten vorbei oder die Leute an der Kirche, an der Institution? Und wer muss sich da wem anpassen? Also die Amtskirche geht definitiv an der Realität der Menschen vorbei. Also Papst Franziskus versucht auch wieder mehr den Blick auf die Menschen zu haben und zu schauen, was sind ihren Realitäten. Aber es ist schwierig, so ein Kirchenschiff da auch in eine andere Richtung zu bringen. Und auch in freikirchlichen
Tradition gibt es ja immer dieses, man darf keinen Sex vor der Ehe haben, Sex gehört nur in die Ehe. Aber das ist ein biblisches Verständnis, das eben sehr kulturprägend ist. Man muss es überlegen. Damals wurde die Ehe arrangiert von den Eltern. Das junge Mädchen war zwischen 12 und 14 Jahre. Der Mann war meistens so zwischen 16 und 18 Jahre alt. Teilweise war die Geschlechtsreife trat erst in der Ehe ein. Das heißt, das Kind hatte dann, ich nenne es jetzt mal Kind, das 13-Jährige, hatte zwar Sex in der Hochzeitsnacht, ist aber erst ein paar Jahre später schwanger geworden, weil erst dann die Menstruation eingetreten ist. Das heißt, es gab die Teenagerzeit, die gab es nicht und auch nicht die junge Erwachsenenzeit. Die wurde quasi übersprungen. Genau, es gab das Kleinkind, es gab das Kind und dann gab es die erwachsene Person. Im Judentum ist das Mädchen ab 13 Jahre mündig, ist sozusagen erwachsen. Und aus diesem Kontext heraus ist es ja auch verständlich. Und da muss man sagen, die Ehe damals war auch keine Liebesehe, so wie wir das kennen, dieses romantische Ideal. Und es war wirklich darauf ausgerichtet, Kinder zu zeugen. Und zwar mindestens 10 bis 14 Kinder. Meistens war dann die 28-jährige Frau, hatte dann schon 10 oder 12 Kinder und ist dann beim letzten Kind im Bett gestorben nach der Geburt. Dann hat sich der Mann natürlich eine zweite Frau genommen. Das heißt, letztlich auch zum Erhalt der Religionsgemeinschaft. Genau, weil natürlich man brauchte ganz viele Kinder, um die Gesellschaft am Leben zu erhalten. Das heißt, auf dem Hof zu helfen, auf dem Feld zu helfen. Da brauchte man viele Kinder. Und das heißt, wenn wir heute den Begriff Ehe anschauen, dürfen wir nicht sagen, das ist so, wie es damals bei Jesus war. Weil dann müssten wir konsequent sein und sagen, alle 13-jährige Mädchen werden jetzt verheiratet, und zwar von den Eltern. Im Prinzip die Hochzeitsnacht ist eine Vergewaltigung und es entsteht da keine Liebe, sondern es ist eine Zweckehe. Und da, sage ich, geht die Kirche natürlich schon dran vorbei, wenn sie sagt, man darf Sex erst in der Ehe haben. Und dann ist auch das Heiratsalter. Ich meine, die meisten heiraten irgendwie mit Ende 20, Anfang 30. Da ist eine riesige Spanne zwischen der sexuellen Reife und dann der Zeit, wo man es dann auch wirklich ausleben darf. Frau Schiff-Dann, Sie ringen schon mit sich selbst. Bitte? Ja, ich höre so zu und sehe immer, es hat so verschiedene Faktoren. Erleben Sie diesen Zwiespalt auch bei Patienten? Also ich sehe das, darum wollte ich am liebsten reinreden, ich konnte mich zum Glück regulieren. Das ist auch tatsächlich das, was die Leute dann manchmal mitbringen und selber in dieser Diskrepanz drinstecken. Also ich erinnere mich gerade an ein freikirchliches Ehepaar, das so mehr oder weniger verheiratet wurde. Nicht wirklich, aber so ein bisschen dahin gebracht wurde. Und wie auch immer das auszusehen hat, ich kann mir nicht vorstellen, wie man nicht so wirklich verheiratet wird. Nein, schon nicht wirklich im Sinne von, sie haben es schon selbst entschieden, aber es wurde von Familien sehr unterstützend gewünscht, ans Herz gelegt, dass sie gemeinsam eine Ehe eingehen. Mit der Zeremonie gemeint. Nein, genau, sondern mit dem. Und dann ist so diese Diskrepanz zwischen, wir wollen doch tatsächlich zusammen sein, wir wollen das versuchen, aber irgendwie dürfen wir dann das auch genießen oder dürfen wir uns wirklich leidenschaftlich lieben lernen. Und das finde ich großartig, wenn solche Paare dann in die Praxis kommen, weil mit denen war echt so die Arbeit, wie können wir aus diesem ursprünglich mal formalen Arrangement, mehr oder weniger, wirklich ein leidenschaftliches, lustvolles Paar werden. Wie dürfen wir uns genießen? Und das ist dann manchmal gar nicht so eine einfache Arbeit, wenn man so im Kopf hat, hey, die haben jetzt möglicherweise 60 Jahre vor sich, die haben sich nicht ganz gewählt, also nicht ganz freiwillig gewählt, kriegen die das hin? Und aus eigener Erfahrung, ja, die können das absolut hinkriegen. Also das Paar zum Beispiel, das macht das großartig. Ich bin echt, wirklich finde ich es toll, hat auch gewisse Vorteile, weil die wissen, hey, wir müssen jetzt total investieren. Aber im Gegenzug dazu habe ich auch Paare, die sich tatsächlich gefangen fühlen und überhaupt nicht frei und sich nicht, zum Beispiel ganz klassisch, nicht riechen können. Also wirklich die Nase reagiert, sich nicht anfassen lassen wollen gegenseitig und dann leiden. Das ist mal das eine Thema. Jetzt aber in Bezug auch auf diesen Zeitgeistaspekt, den wir angesprochen haben, gibt es ja trotzdem auch Probleme, die entstehen, weil man sagt, Verhütung ist tabu oder Abtreibung ist tabu. Absolut. Also das ist ein Thema. Da gibt es natürlich ganz viele Techniken. Ich bin manchmal überrascht, wie spitzfindig die Leute sind, wie sie das umgehen können. Ich denke, Sie haben jetzt selber gerade Fantasien im Kopf. Also das geht von
Ja, zum Beispiel, dass sie sagen, Geschlechtsverkehr darf man nicht, aber Analsex, das merkt keiner. Also Analverkehr, der wird dann leidenschaftlich gerne praktiziert. Und so in meiner Wahrnehmung ist das so ein bisschen widersprüchlich, weil man macht dann aus dieser Vagina eine Exklusivität, aber eben der Anus, der geht dann. Also da finde ich dann manchmal, wenn ich da drauf gucke, warum macht man das mit sich? Also warum fühlt man sich so rum richtig und andersrum nicht richtig? Das muss ja eben ein wahnsinniger Druck dahinter sein, irgendwie diesen Freiheiten oder diesen Gelüsten nachzugehen, aber irgendwie doch so einem Dogma zu folgen. Herr Gandur, ich möchte noch darauf eingehen, dass Sie ja solche Bücher geschrieben haben, man aber jetzt so ein bisschen herausgeschält hat, auch welche in Anführungsschlusszeichen rigide Sexualmoral dem Islam heute zugeschrieben wird. Es gibt die türkische deutsche Rechtsanwältin Seyran Ateş, die hat das Buch geschrieben, Der Islam braucht eine sexuelle Revolution. Das war 2009. Nachdem sie das Buch geschrieben hat, hat sie Morddrohungen erfahren. Sie musste ihre Anwaltskanzlei schließen sogar. Jetzt schreiben sie hier solche Bücher mit solchen Titeln. Die sind ja schon sehr provokativ. Hatten Sie nicht große Hemmungen, solche Bücher zu schreiben, genau aus dieser Geschichte heraus und mit dem Hintergrund der ganzen Community? Eigentlich nicht. Und ich habe eine ganz andere Erfahrung jetzt als Frau Ateş gehabt. Also ich habe fast nur positive Feedbacks bekommen. Sind Sie darüber nicht überrascht? Am Anfang, also beim ersten Buch schon. Also bei dem ja Lust genau, bei dem ersten Buch. Und danach habe ich gesehen, dass es schon einen Bedarf gibt. Man muss nur wissen, wie man das vielleicht rüberbringt. Weil die Leute die Geschichte nicht kennen, wie wir zuvor gesagt haben. Ja. Und also die meisten, die meine Bücher lesen, sind auch zwischen 18 und Ende 30 oder Anfang 40. Und die sind sehr positiv überrascht, also von dem Inhalt. Und dann kommen sie mit mehr Fragen. Das Interessante an dem Thema Sex oder Sexualität im muslimischen Kontext, dass es eigentlich gar keine Instanz gibt, die vorschreibt. Also wir haben keine Kirche, die jetzt sagt, das ist die einzige Moral. Ja. Das heißt, für eine Frage hat man 5 oder 6 Antworten und man schaut je nach Lebenswirklichkeit, was passt eigentlich zu mir. Ne? Ja. Ich möchte zu einem trotzdem, ich denke, insgesamt anerkannt heiklen Punkt kommen, nämlich zum Thema der Jungfräulichkeit. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass in einigen Religionsgemeinschaften, darunter eben muslimische Kreise, die römisch-katholische Kirche, da wird die voreheliche Jungfräulichkeit hochgehalten. Ich habe es auch ganz zu Beginn gesagt. Spezifisch von den Frauen eingefordert. Das zeitigt in einer freizügigeren Gesellschaft, wie wir sie hier haben, durchaus einige Probleme. In dieser Aluverpackung hier befindet sich ein Jungfernhäutchen. Ein künstliches, aus dem Internet versandt. Der Händler rät, es 30 Minuten vor dem Geschlechtsakt vaginal einzuführen. Dann soll es auf Feuchtigkeit und Körperwärme reagieren. Das Ziel ist, sagt der Hersteller, in der Hochzeitsnacht Blut auf dem Laken zu haben. Und weiter heißt es, der Vorteil ist, dass du dein Jungfernhäutchen nicht operativ wiederherstellen lassen musst. Man sollte auch versuchen, sich beim Geschlechtsverkehr zu verkrampfen und Schmerzen vorzutäuschen, damit alles noch authentischer wirkt. Wir freuen uns, schreibt der besorgte Anbieter, wenn du mit unserer Hilfe dein Problem lösen kannst. Das Ganze kostet rund 50 € und ist ein Zellulosepäckchen gefüllt mit Kunstblut. Wer braucht so etwas? Und wie groß muss die Not einer Frau sein, die sich so ein Ding bestellt? Ich habe eine persönliche Frage an dich. Du musst sie mir nicht beantworten, wenn du nicht Ich beantworte alles. Stell dir vor, du verliebst dich in ein Mädchen und sie sagt dir, sie ist keine Jungfrau mehr. Was machst du? Um ehrlich zu sein, ich würde Abstand halten. Also wenn ich schon verliebt bin und vorhabe, sie zu heiraten und höre, sie ist keine Jungfrau, wäre es sehr schwer zu akzeptieren. Also ich würde das jetzt auf ethisch-moralischer Ebene nicht so richtig beantworten können, aber in religiöser Hinsicht wäre das falsch.
ich würde mal gern mit einem Mann schlafen wollen, aber nee, mein Vater und es ist doch Haram und das ist nicht gut, wenn ich das mache, denn keine Ahnung, dann verrate ich vielleicht meine Familie oder mich selber oder auch die Religion und hätte dann ein schlechtes Gewissen. Wenn ich so mit dem Gefühl mit ihr ins Bett gehe, sag ich mal, und schon weiß, dass sie mit jemand anderem geschlafen hat und schon berührt wurde, würde ich mich davor ekeln. Die Jungfräulichkeit hat 3 Vorzüge. Erstens, dass die Frau den Mann liebgewinnt, mit ihm vertraut wird und so die ersten Eindrücke von dem, was Liebe heißt, empfängt. Die Natur fühlt sich eben am wohlsten bei dem, woran sie von Anfang an gewöhnt ist. Umgekehrt kann es leicht vorkommen, dass einer Frau, die schon andere Männer kennengelernt hat und verschiedene Verhältnisse erprobt hat, irgendeine Eigenschaft missfällt, die nicht mit dem, was sie gewohnt ist, übereinstimmt, sodass sie gegen den Gatten eine Abneigung fasst. Zweitens wird dieser Umstand der Frau in höherem Maße die Liebe des Mannes sichern. Denn die Natur hat einen gewissen Widerwillen gegen eine solche, die schon ein anderer berührt hat. Und sie empfindet den Gedanken daran als unangenehm. Drittens wird eine Frau nur nach dem ersten Manne seufzen. Und die erste Liebe ist zumeist auch die dauerndste. Ja, Herr Gandur, ein Zellophan-Hymen, damit man die Unberührtheit auch wirklich beweisen kann. Gewisse Frauen lassen ihre Jungfräulichkeit ja auch operativ quasi restaurieren. Ist das pure Scheinheiligkeit oder ist das einfach ein Zeugnis von einem fast unmenschlichen Druck? Ich will beides sagen. Es ist Scheinheiligkeit und auch ein Druck, was meiner Meinung nach aber nicht religiös zu begründen ist. Es ist eher, der Junge hat ja das Gefühl, es sei religiös. Ja, das sind die Vorurteile, die man eigentlich hat. Weil, wenn man zum Beispiel die Biografie des Propheten nimmt, er hat auch geheiratet und mehrere Mal geheiratet. Und nur eine war Jungfrau von diesen ganzen Frauen. Von daher ist es nicht etwas Qualitatives, also dass die Frau jetzt besser wäre, wenn sie eine Jungfrau ist. Das ist eher so eine Vorstellung, die schon vor dem Islam in der Region existierte. Also es gab ein Zitat gerade von Imam Ghazali. Imam Ghazali lebte im 12. Jahrhundert im heutigen Iran. Und diese Vorstellungen, die herrschten schon vor dem Islam in der Region. Also es wurde inkulturiert in der Region. Ja, weil wenn man jetzt auf andere Regionen schaut, also zum Beispiel jetzt Mauretanien oder Westafrika, da hat man ganz andere Vorstellungen über das Thema. Ne? Also konkret heißt das ganz andere Vorstellungen? Konkret zum Beispiel in Mauretanien wird die Scheidung gefeiert. Also dass eine geschiedene Frau nach der Scheidung eigentlich zu einer besseren Frau wird. Ne? Das ist eine interessante Logik. Solche Phänomene, aber solche Phänomene existieren. Ja. Und, sind die aber genauso alt wie diese? Ja, ist genauso alt. Und es zeigt auch, dass es den Islam nicht gibt. Es gibt immer regionale Prägungen von dem, was man Islam nennt. Und hier hat man eher so eine persische Interpretation des Islam, die ziemlich vorislamisch gefärbt ist. Ne? Ja. Da müsste man in dem Sinne ja auch radikal aufklären, was Sie hiermit auch tun. Ich möchte noch auf das Thema Christentum kommen. Durch die Marienverehrung wird ja im Christentum auch die Jungfräulichkeit so stark stilisiert. Und jetzt gibt es in den USA, speziell in evangelikalen Kreisen dort, die Verbreitung von sogenannten Jungfrauenbällen, wo Väter ihre Töchter zu Keuschheit anhalten. Weiß wie die Unschuld, Jungfrauen der Moderne. Diese Mädchen werden heute mit ihren Vätern tanzen und ein Versprechen abgeben. Sie werden keusch in die Ehe gehen. Ob 8- oder 18-jährig spielt keine Rolle. Die Väter behüten ihre Mädchen und nehmen ihnen das Gelübde ab. Ein Keuschheitsring und die Unterschrift der Mädchen sollen das Versprechen besiegeln. Ja, Frau Straub, für Sie als Christin ist sowas erstrebenswert? Für mich persönlich nicht. Man muss auch den ganzen Hintergrund sehen.
Jungfräulichkeit wird vor allem in patriarchalen Gesellschaften hochgehoben. Also es geht immer um eine Regulierung und um die Kontrollierung von weiblicher Sexualität. Und hier hat man es gerade ganz deutlich gesehen im Einspieler, der Vater, der schaut, dass seine Tochter Jungfrau bleibt. Er führt sie dann am Hochzeitsaltar nach vorne und übergibt sie dem Mann, der dann der Führer ist. Also vom einen Mann zum nächsten. Genau, vom einen Mann zum nächsten. Man sagt auch, in der Antiken hat man nicht von Ehemann geredet, sondern von Eheherr. Also das heißt, man ist von dem Pater Familias, also vom Vater des Hauses, wurde man übergeben zu einem anderen Herr. Das ist immer, also Jungfräulichkeit ist immer eine Kontrolle von Männern, weil eine eigene Sexualität, wo Frauen haben, im Islam würde ich sagen, ist es auch so ähnlich. Das ist eine Gefährdung für die Gesellschaft, da kommen die Frauen auf eigene Ideen, dann werden die selbstständig und es geht auch immer um eben eine Kontrolle des Weiblichen. Aber trotzdem wird das ja, Sie erklären jetzt quasi die Hintergründe, aber vordergründig wird mit Reinheit argumentiert. Ja. Was hat denn Sexualität mit Schmutzigkeit zu tun? Eigentlich nichts, aber es wurde eben im Laufe der Geschichte, am Anfang vom Christentum wurde Maria einfach nur als eine junge Frau, die geheiratet hat und die eben den Sohn Gottes auf die Welt gebracht hat. So war das. Im Laufe der Zeit hat man dann Maria diese Reinheit zugesprochen, eben in der Zeit, wo Sexualität als was Sündhaftes angesehen wurde, hat man gesagt, Maria war vor, während und nach der Geburt jungfräulich. Das darf man natürlich nicht biologisch betrachten, aber es wird heute noch so gesagt, ja, Sex ist was Schlechtes und die Frau wird dann unrein, dann möchte der Mann sie nicht mehr haben, man muss die Frau schützen. Also es geht immer auch um die Frau schützen. Die Frau ist kein Subjekt, wo selber entscheiden kann, sondern wird zu einem schützenswerten Objekt gemacht. Aber natürlich hat Sex nichts mit Sünde oder mit Schmutz zu tun, aber es wird dem Ganzen zugemessen. Was ich aber ganz interessant daran finde, ist, dass trotzdem, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft so etwas wie ein verbreiteter Konsens schnell besteht, selbst wenn die Leute säkular sind, dass Sexualität etwas mit Schmutzigkeit zu tun hat. Sie haben mir erzählt, dass dieses Buch, ihr neues Buch auf Englisch jetzt erscheint und dieses Cover hier, das gewisse metaphorische Hinweise macht und auch taktil interessant ist, dass es in Amerika nicht dieses Cover verwenden darf. Sie werden nicht wollen. Sie dürften wahrscheinlich schon, sie werden nicht wollen, weil was man da sieht, oder es glänzt, es ist feucht. Und da sind wir genau auch bei dieser Idee von Schmutz. Also das Menstruationsblut ist schmutzig, Körpersäfte sind schmutzig, also auch das Vaginalsekret ist schmutzig. Und das ist schon so diese Idee, dass eben von dieser vermeintlichen Reinheit, dass wenn man da irgendwie mit dem Geschlecht zu tun hat, dass das irgendwie sauber, trocken, irgendwie sowas sein muss. Und das sollte man auch ja nicht sehen und merken. Und da ist aber sicher auch noch der Hintergrund bei den Frauen, also auch eben Frauen, auch bei uns in der Gesellschaft, er ist der tolle Hengst, wenn er viele Partner hatte. Eine sexuell aktive Frau ist dann gleich was anderes. Ist eine Schlampe zum Beispiel oder eben andere hässlichen Worte, wo sehr stark in unseren Köpfen genau diese Hintergründe sind, die ich gar nicht sehe oder die auch gar nicht so sein müssen, weil die auch überhaupt nicht diesem Urmenschlichen entspricht. Weil zum Beispiel mit einer trockenen Scheide kann man keine lustvolle Sexualität leben. Das macht gar keinen Sinn. Interessant ist bei der ganzen Jungfräulichkeitsdebatte, dass die Jungfräulichkeit im Urchristentum eine Befreiung der Frau war. Also es hat zur Emanzipation der Frau beigetragen, weil die Frau wurde ja vom einen Mann zum anderen Mann übergeben. Und im Christentum kam dann zum ersten Mal die Möglichkeit, dass die Frau für immer Jungfrau bleibt, dass sie in die Askese geht, dass sie zum Beispiel Ordensschwester wird. Und das war eine Befreiung für die Frau, weil sie konnte über ihren eigenen Körper selber entscheiden. Klar, sie durfte keinen Sex haben, aber sie musste nicht sich dem Sex, der männerorientiert war, hingeben. Und das war eigentlich eine Befreiung. Das finde ich, ja, bitte. Ganz kurz zu der Idee vom Sex und Schmutz, dass man das in Verbindung bringt. Ich glaube, das ist eher so eine europäische Entwicklung. Also diese Verbindung findet man nicht eigentlich in der muslimischen Tradition. Ich habe auch in dem Buch also ein Beispiel gebracht.
man spricht heute über Dirty Talk. Ne? So ein Begriff, während des Sexualaktes. Genau, so ein Begriff existiert nicht im Arabischen oder im Persischen. Wobei Sie hier schon ganz interessante Dinge schreiben, was sich die Liebhaber gegenseitig sagen während des Aktes, oder? Ja, also aber es hieß nicht dirty. Ja. Nicht dirty. Nee. Also der Begriff ist eher aus der Musik. Also, es soll einfach die Lust steigern, genau, aber es hat nichts mit Schmutzigkeit zu tun. Genau, ja. Auch die Beschreibungen der Vulva oder des Geschlechtsteiles war nie eigentlich mit Schmutz in Verbindung gebracht oder mit Niedlichkeit oder mit etwas, was nicht Potenz besitzt oder Ähnliches. Das finde ich auf jeden Fall interessant, wenn man die Unterschiede hier schaut. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Was mir aber trotzdem im Ganzen auffällt, ist, dass es ja ein krasses Ungleichgewicht gibt, dass diese Unreinheit, wenn man sie halt so nennen möchte, trotzdem eigentlich auf das weibliche Geschlecht projiziert wird und nicht auf das männliche. Jetzt, Sie haben das zuvor noch mit dem Analsex angesprochen. Ich möchte da noch etwas in die Runde geben. Die britische Journalistin Shirin El-Feki sagt eben, dass es ganz speziell in arabischen Kreisen, also arabisch-islamischen Kreisen, um die Jungfräulichkeit zu erhalten, eben zu Analsex komme, weil es um anatomische Jungfräulichkeit gehe. Und da sieht man doch die Doppelmoral ganz extrem. Also die Sexualität der Frau wird ganz spezifisch reguliert, weil es um die Ehre der Familie geht. Ja. Aber wie ist es denn beim Mann? Der Mann muss nicht rein sein, oder wie muss man das verstehen? Ja. Also, oder ist er schon rein? Ja, nein, ich denke, es geht ja da auch tatsächlich um sehr biologische Sachen. Sie kann schwanger werden und ich denke, das ist schon etwas, wer bezahlt für das Kind, wer sorgt für das Kind, dass dort, wo halt dann der Mann ist und die Kinder sind, für die bezahlt er auch. Das heißt, ich denke so genau, dieses Hausherrendenken führt zu dem. Und auch, ich denke, beim Mann ist sehr relevant, der Penis ist eben mit Potenz verbunden, aber ist auch sehr sichtbar, wie erregt oder nicht erregt er ist. Das heißt, dass der Stärke und Kraft, also nur schon in ganz alten indischen Kulturen, viel mehr so verbunden ist. Wobei es dort auch Yoni und Lingam gibt. Und bei Ihnen, das wollen Sie wahrscheinlich sagen, das ist ja ganz interessant, oder? Die Vulva wird eben auch als Löwin beispielsweise beschrieben. Ich wollte aber was anderes eigentlich. Das wollten Sie gar nicht erwähnen. Nein, ich wollte es den Leuten nicht vorenthalten. Kann ich auch gleich was dazu sagen. Aber vielleicht zugespitzt gesagt, die Vulva der Frau gehört nicht der Frau. Es gehört eigentlich dem Vater oder dem Mann. Oder genau, also der Körper ist nicht oder Besitz der Frau. Dem Stamm oder der Familie. Ja. Sie darf nicht über diesen Körperteil bestimmen. Also das ist eigentlich die komische Logik dahinter. Alles andere gehört ihr, aber nur nicht das. Ne? Dafür braucht sie immer ein Ja-Wort von einer anderen Person. Ich glaube, das ist diese patriarchale Logik, die dahinter steckt, die auch bis heute noch existiert, leider. Das mit der Beschreibung der Vulva, das ist ein anderes Thema. Aber ich meinte nur, weil sie sagt, es sei immer der Penis, der quasi das Sinnbild für die Potenz sei. Und da wollte ich nur das Gegenbeispiel machen, das mich sehr überrascht hat. Sie wollten noch etwas hinzufügen? Ja, dass in matriarchalen Gesellschaften die Jungfräulichkeit kaum eine Rolle spielt. Also das ist, finde ich, eben auch interessant in Kulturen, wo die Mutter im Zentrum steht. Wobei es ja ganz wenige davon gibt. Genau, gibt es ganz wenige, aber dort spielt Jungfräulichkeit keine Rolle. Aber dort wird zum Beispiel auch Menstruationsblut viel eher gefeiert. Genau. Also dort ist ein Akt von etwas Schönem, wenn ein Mädchen die Periode kriegt. Und eben so in anderen Gefilden, wie auch bei uns, ist etwas gefährlich, unberechenbar. Das kommt eben noch aus diesem jüdischen Denken heraus, diese kultische Reinheit, also man darf an den Hof, an den Tempel nur gehen, wenn man rein ist. Und da hat eben in der Kirche ja auch so. Genau, also auch in der Kirche bis lange, also ich weiß noch, es gibt ganz konservative Kreise, wo noch heute, wenn eine Frau ein Kind auf die Welt bringt, hinterher ausgesegnet werden muss. Also sie muss gereinigt werden und erst dann darf sie wieder die Kirche betreten. Wenn wir jetzt schon
bei solchen Tabuthemen sind, da gehört natürlich jetzt in diesen beiden Religionsgemeinschaften auch die Homosexualität dazu. Jetzt bei Ihnen, Herr Gandur, war es frappierend zu lesen, dass scheinbar Sex unter Männern zu manchen Zeiten ganz natürlich dazugehört hat, sehr weit verbreitet war. Da frage ich mich natürlich, weshalb war dann speziell oder nur im christlichen Umfeld solche Beziehungen streng verboten? An Sie beide. Über das Christentum kann ich nicht viel erzählen. Das übernehme ich dann. Genau. Bei den Muslimen war es so, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Normenlehre, zwischen der Theorie und der Praxis. Die Normenlehre selbst ist vielfältig. Also in der Normenlehre findet man verschiedene Positionen über die gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Und die sind grundsätzlich eher ablehnend? Die meisten sind ablehnend. Ja. Es gibt Minderpositionen, die das akzeptieren. Früher, aber auch heute. Mit welchen Argumenten denn? Dass man keine Hinweise im Koran oder in der Tradition des Propheten findet, die auf ein Verbot hinweisen. Weil die meisten Verbote, also die meisten Gelehrten, die ein Verbot vertreten, argumentieren mit Analogien. Also die machen hier einen Analogieschluss zum heterosexuellen Sex. Aber ansonsten hat man keine klaren Texte, wo das verboten wurde, also jetzt im Koran explizit oder in der Tradition des Propheten. Genau, und dann hat man auf der anderen Seite die Praxis. Und die Praxis sah ganz anders aus. Also man fand solche Beziehungen auf allen Schichten, also angefangen bei dem Kalifen bis zu den normalen Menschen, durchgehend in der Geschichte, also seit dem späten 8. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert ungefähr. Es gab auch gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Frauen, das ist auch dokumentiert. Ich spreche, wie gesagt, immer nur über die Städte, aber das ist schon etwas, was man hier auch erwähnen muss. Denn dann kam der Bruch, also im 19. Jahrhundert, den Sie angesprochen haben. Genau, wo man plötzlich Gesetze hat, also zum Beispiel in den französischen Kolonien oder in englischen Kolonien, also explizite Gesetze, die Homosexualität verbieten. Die Einführung des Begriffes Homosexualität selbst, ne, dass man plötzlich das labelt quasi. Genau, dass man plötzlich angefangen hat, normale Bewegungen oder Berührungen, die damals in manchen Regionen normal waren, als homosexuell zu bezeichnen. Zum Beispiel die Umarmung zwischen Männern oder das sich küssen oder das Lieben, dass man einen Mann liebt oder die Schönheit eines Mannes preist. Das wurde plötzlich als Aspekt der Homosexualität Also ich möchte das kurz zusammenfassen. Also ganz grundsätzlich gibt es schon in der Normenlehre, wird das in dem Sinne schon auch ausgeschlossen. Es wurde aber immer so gelebt. Die Penetration wurde ausgeschlossen, aber die Liebe, die Neigung nicht. Genau, ja. Also die Penetration wird ausgeschlossen, trotzdem wird sie eigentlich die ganze Zeit so gelebt, bis dann dieser Bruch kommt, wo man eigentlich die ganze Form dieser Sexualität labelt und als etwas anderes darstellt. Genau. Jetzt, bevor Sie antworten, ich habe etwas Kleines dabei, wo Sie dann Ihre Position dazu beziehen können. Nämlich ist es ein eben Positionsbezug der römisch-katholischen Kirche, und zwar des Kurienkardinals Robert Sarrat, der ja eben, ja genau, Sie werden sehen. Ein Mann ist nichts ohne eine Frau und eine Frau ist nichts ohne einen Mann. Homosexuelle Tendenzen dagegen sind eine Abkehr vom Leben. Also hier haben wir es klar. Von einem sehr konservativen Kardinal, homosexuelle Tendenzen sind eine Abkehr vom Leben. Jetzt, das müssen Sie uns erklären. Genau, also im Schöpfungsbericht Genesis 1 und 2 wird ja die Erschaffung von Mann und Frau dargestellt, die ja eben dann auch Nachkommen zeugen. Darauf bezieht er sich eben. In der katholischen Tradition ist die Weitergabe des Lebens zentral. Ja. Und darum sind auch Verhütungsmittel verboten. Darum ist zum Beispiel auch Homosexualität verboten, weil zwei Männer oder zwei Frauen ja nicht, also auf natürlichem Wege, das Leben weitergeben können. Aber man muss es auch wieder aus dem historischen Kontext sehen. Das Sperma, Sie haben es vorhin schon angesprochen, wurde in dieser jüdisch-christlichen Kultur als
das Wichtigste angesehen. Also das heißt, die Frau war beim Geschlechtsakt immer passiv, der Mann war immer aktiv. Vom Mann ging das komplette Leben aus. Und wenn der Mann jetzt zum Beispiel verheiratet ist und aber eine außereheliche Beziehung mit einem Mann hat und mit ihm schläft und dann Samen verliert, dann könnte er die ganze Gesellschaft in Gefährdung bringen. Und da wollte man eben vorbeugen und darum gibt es auch im Alten Testament solche Sprüche, wo es heißt, wenn zwei Männer beieinander liegen, dann muss man sie töten. Es gibt auch gewisse Bischöfe in der Schweiz, die dieses Zitat schon gebracht haben und somit auch ja, das auch falsch eingeordnet haben. Der Apostel Paulus, der hatte auch eine Ablehnung gegenüber der Homosexualität. Und es gibt auch im biblischen Verständnis, zum Beispiel Sodom und Gomorra, wird auch gerne gesagt, dass es dort um homosexuelle Beziehungen gibt. Aber dort ging es um Vergewaltigung von Männern an anderen Männern. Das heißt, es wird auch heute noch eingesetzt in Kriegsgebieten, dass Männer andere Männer vergewaltigen. Und das verurteilt Gott. Also Vergewaltigung hat er nicht gerne, aber ich glaube nicht, dass Gott dass Gott ein Problem hat, wenn zwei Menschen sich lieben. Aber also man muss auch dazu sagen, es gibt Gott sei Dank ganz viele Bischöfe und auch Priester, die sich öffentlich für Homosexuelle einsetzen. Da gibt es auch einen Wandel, ja. Genau, da gibt es einen Wandel, die auch dafür sich einsetzen, dass homosexuelle Paare einen Segen bekommen von der Kirche. Ich glaube, was hier aber wichtig ist hervorzuheben, und das zeigt es ja ganz stark, das ist dieser Unterschied zwischen dem, dass Sexualität stark für die Fortpflanzung dient. Es geht nicht um Lust. Und das haben Sie eigentlich ganz anders skizziert, jetzt in islamischen Kreisen. Jetzt frage ich mich aber bei Ihnen, wenn, sage ich mal, weil wir vom Alten Testament gehört haben, wenn ein homosexueller Jude zu Ihnen kommt und der hat extreme innere Konflikte aufgrund seiner Sexualität, weil er das nicht in einen Einklang bringen kann mit seiner Religiosität. Haben Sie solche Fälle schon gehabt? Ja, aber das sind tatsächlich ganz schwierige Fälle für mich, weil ich mich nicht weder als Moralinstanz noch irgendwo als religiöse Instanz sehe. Also Geben Sie die Leute dann weiter oder leiten Sie dann weiter? Genau, also ich kann das nicht beurteilen oder ich will das nicht beurteilen, weil das sind echt ganz tiefe Twists, wo die Leute tatsächlich gesellschaftlich häufig vor dem Entweder-Oder stehen. Also das heißt, die Leute können zu mir kommen, wenn es darum geht, dass sie vielleicht die Möglichkeit mit mir entwickeln möchten, das leben zu können. Wie kann ich das gestalten? Wie kann ich das aushalten? Im Wissen darum, dass das sozial ganz krasse Konsequenzen hat. Man muss sich quasi für die Sexualität oder die Gemeinschaft, die Genau, und das ist halt das Dilemma, das echt schwierig ist, auch für mich auszuhalten, wo ich das nie beurteilen würde, was richtig ist. Was ich nicht mache, ist gegen meine Überzeugung jemanden, also so diese Idee von diesen Umkehrtherapien, die widerstreben mir persönlich zutiefst, weil ich finde, das kann nicht sein, dass man einen Menschen zwingt, eine Sexualität zu leben, die ihm nicht entspricht. Genau, also darum, da ist es echt, das ist ein schwieriges Feld. Das alles führt ja dann letztlich auch in das große Thema der Aufklärung. Also wie bereitet man Kinder auf die eigene Sexualität vor? Also lässt man das alles zu? Sagt man, es gibt halt Frauen, die Frauen mögen und Männer, die Männer mögen, und es gibt überhaupt nicht nur Frauen und Männer. Da gibt es auch ganz interessante Meinungen, jetzt beispielsweise von einem Sexualtherapeuten, einem jüdischen in Jerusalem, David Rebner. David Rebner ist religiöser Jude, Theologe und Sexualtherapeut. Er betreibt seit fast 30 Jahren in Jerusalem eine Praxis. Seine Klienten ultraorthodoxe Juden. Für sie hat er ein Buch über Sexualität herausgegeben. Den frisch vermählten Ratgeber für körperliche Nähe. Das Buch ist eine kleine Revolution und fängt quasi bei Adam und Eva an. Die Körper von Mann und Frau sind verschieden, heißt es im ersten Kapitel. Manchmal werde ich gefragt, welche Aspekte das Judentum zum sexuellen Kosmos beigesteuert hat. Und ich denke, einer davon ist Gegenseitigkeit. Denn hier ist es so, dass beide Partner dafür verantwortlich sind, dass der andere zufrieden ist. Etwas, was sich ändern sollte, ist, dass die Kinder viel früher in ihrem Leben ein Gefühl für die eigene Sexualität entwickeln sollten. Erfahren, wie menschliche Sexualität aussieht
und dass ein Mann oder eine Frau zu sein etwas Wunderbares und nicht etwas Schreckliches ist. Wir müssen zwar auf die sexuelle Erfüllung bis nach der Hochzeit warten, das ist eine Vorgabe unserer Religion, aber das bedeutet nicht, dass man vorher vor Sexualität Angst haben muss. Ich denke, dass viele der Probleme, mit denen die religiöse Gemeinschaft gerade konfrontiert wird, auch auf solch fehlende Informationen in der früheren Kindheit zurückzuführen sind. Ja, Kinder sollen früh genug ein Gefühl für die eigene Sexualität bekommen. Das haben wir zuvor angesprochen. Sagt Ribner, wie sehen Sie das, Herr Gandur? Ich bin auch dieser Meinung. Und dass Sexualität auch nicht nur durch die Religion erklärbar ist. Das war glaube ich, meiner Meinung nach ein Fehler, was für eine lange Zeit begangen wurde. Dass man gedacht hat, die Religion kann alles erklären. Es gibt einfach Bereiche, wo die Religion nichts mehr zu sagen hat, sondern dass Wissenschaftler jetzt das Sagen haben. Und dass auch, dass die Normen von früheren Gelehrten, jetzt aus 12. oder 10. Jahrhundert, nicht mehr unserer Lebensrealität entsprechen und auch nicht unserem Wissensstand entsprechen. Und da muss Aufklärung betrieben werden, dass man bestimmte Denkmuster einfach dekonstruiert, wenn man weiter gehen will. Ne? Ich bin auch dafür für Aufklärung, weil ich glaube, dass Aufklärung auch schützen kann. Also wenn Kinder gewisse Sachen wissen, also in der katholischen Kirche hatten wir ja massenhaft von Übergriffen von Geistlichen auf Kindern und Jugendlichen, die konnten das ja gar nicht einordnen, was dort mit ihnen passiert ist. Hätten sie aber schon eine offenere Aufklärung gehabt, hätten sie auch eher sagen können, das ist ein Übergriff, das ist mein Körper, das möchte ich nicht. Es gibt da auch in der katholischen Kirche ganz verschiedene Meinungen. Wollte ich gleich sagen. Also ganz speziell gibt es ja auch in der Schweiz Gruppierungen, evangelikale Christen auch, die sich stark dagegen wehren, weil sie sagen, das ist eine Frühsexualisierung des Kindes. Es gibt Lehrmittel, 2016 oder 2015 rausgekommen in der Schweiz, wo dann nicht mal eine Klitoris erwähnt wird, beispielsweise. Genau, also es gibt auch im katholischen Milieu der Freundeskreis Maria Goretti, die sagen, dass jegliche Sexualaufklärung dem Teufel, also vom Teufel sind, dass die Kinder und Jugendliche in Reinheit und auch in Jungfräulichkeit erzogen werden müssen, dass wir darüber gar nicht reden dürfen. Ich glaube, es ist ein Fehler. Ich finde ganz interessant, in der arabischen Welt gibt es eine ägyptische Ärztin, Alia Gard, die hat einen YouTube-Kanal und sie sagt, sie sei die erste, es wird gesagt, sie sei die erste Frau, die im arabischen TV einen Dildo gezeigt hat. Hier zeigt sie zum Beispiel gerade, wie man ein Kondom anzieht. Von einigen Leuten wird sie jetzt extrem gefeiert, von anderen aber wird ihr der Tod gewünscht. Auf YouTube hat sie unglaubliche Klickzahlen. Ich finde es echt ein so wichtiges Thema, weil Sexualität guckt man immer als Erwachsene an. Es geht immer um Ängste, dass das Kind aus erwachsener Sicht diese Sexualität lebt. Aber Sexualaufklärung hat für mich viel mehr damit zu tun, meinen Körper kennenzulernen, meine Grenzen, meine Freuden, meine Lust, aber ganz viel mit Selbstermächtigung zu tun. Und das ist genau der Punkt. Wenn ein Kind sich selbst kennt, selbst weiß, alles informiert ist, ist es eben auch geschützt und kommt überhaupt nicht verfrüht auf Ideen. Ich möchte da wegen dem verfrüht auf Ideen kommen wir sind fast am Ende der Sendung. Ich möchte noch auf einen wichtigen Punkt zu sprechen kommen, wenn wir jetzt YouTube hier hatten, das Internet, der ganze Pornokonsum. Alia Gard sagt eben, die Länder mit den größten, wo sie die größten Klickzahlen hat, sagt sie, haben auch den größten Pornokonsum, etwa Ägypten, Saudi-Arabien, Pakistan, Marokko. Ja. Was ist da los? Ich glaube, das hat auch mit der Tabuisierung zu tun, weil man gewisse Gelüste nicht ausleben kann, gewisse Neigungen nicht ausleben kann, sucht man nach Nischen, wo man das zumindest in der Fantasie ausleben kann. Und die Pornografie und besonders die Pornografie im Internet ist eine solche Nische. Und das zeigt das auch, dass die Verbote auch nicht zu einer Lösung bringen oder führen. Und noch problematischer, und auch nicht zu einer erfüllten Sexualität offenkundig. Ja, und noch problematischer, viele denken, Pornografie ist Sexualkunde. Dass man denkt, das, was in der Pornografie gezeigt wird,
das ist irgendwie die Sexualität, wie es sein soll. Und das ist fatal, das ist ein Problem. Weil das ist Pornografie ist eine Form von Kunst. Ne? Und da gibt es auch um Interpretation, um viele andere Dinge. Das ist keine Quelle von Wissen, also über die eigene Sexualität. Wir sind leider schon am Ende der Sendung. Immerhin haben wir einen Konsens gefunden hier. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Schifftan, Frau Straub, Herr Gando, dass Sie hier waren und für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke. Mehr zu diesem Thema finden Sie auf srf.ch/kultur. Etwa Antworten auf die Frage, ob wir heute, gut 50 Jahre nach den 68ern, aufgeklärter sind. Sollen Pfarrerinnen und Seelsorger Sterbewillige begleiten? Über Sterbehilfe und assistierten Suizid wird wieder heftig debattiert, derzeit auch in Kirchen und Religionsgemeinschaften und in der Sternstunde Religion. Und Sie können live dabei sein. Am 24. Februar im Haus der Religionen in Bern. Melden Sie sich möglichst bald an. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.